stillst der Sturm um uns, bist der Friedenfürst. Alles ist dir möglich, Herr, da ist Kraft in dir. Wenn ich da unser Haus baust, dann bauen wir vergeben. Wenn ich da unser Schmerz drehst, dann bleiben wir hier stehen. Wenn ich da unsere Stadt heilst, dann hoffen wir vergeben. Wenn ich da unsere Freude bist, dann fällt uns deine Sicht. Wir brauchen dich, die Segen, Herr, und deine Gnade. Komm, zeig du dir, dein Königreich ist jetzt da. Du hast den Tod besiegt, uns von Schuld befreit. Alles um dich erwacht, weil du Leben schaffst. Wenn ich da unsere Stadt heilst, dann hoffen wir vergeben. Wenn ich da unsere Freude bist, dann fällt uns deine Sicht. Wir brauchen dich, die Segen, Herr, und deine Gnade. Komm, zeig du dir, dein Königreich ist jetzt da. Wir brauchen dich, die Segen, Herr, und deine Freiheit. Komm, zeig du dir, dein Königreich ist jetzt da. Nur ein Wort von dir und der Sturm wird still. Du stillst, was tobt um uns. Du bist der Friedenfürst. Nur ein Wort von dir und der Sturm wird still. Du stillst, was tobt um uns. Ja, du bist der Friedenfürst. Wir brauchen dich, die Segen, Herr, und deine Gnade. Komm, zeig du dir, dein Königreich ist jetzt da. Wir brauchen dich, die Segen, Herr, und deine Freiheit. Komm, zeig du dir, dein Königreich ist jetzt da. Wir brauchen dich, die Segen, Herr, und deine Gnade. Komm, zeig du dir, dein Königreich ist jetzt da. Ein Tag im Haus von dir ist nie genug gsi für dich. Hast alles gegeben, für Gang bei dir kann sein. Nichts erfüllt mein Herz, wie wenn ich dich kann sehen. Du lebst in unserem Lob und ich gang bei uns sein. Und wir bauen ein Haus vom Lob. Vater, du bist würdig, du bist unser Gott. Und wir bauen ein Haus vom Lob. Du sollst
Seele sehnt sich nach dir, dass ich dir nachher sein. Mit jedem Schritt zu dir lebt neue Kraft in mir. Nichts erfüllt dein Herz, wie wenn du uns kannst sehen. Du lebst in unserem Lob und willst gern bei uns sein. Und wir bauen ein Haus vom Land. Vater, du bist würdig, du bist unser Gott. Und wir bauen ein Haus vom Land. Du sollst mit uns wohnen, für immer an dem Ort. Und wir bauen ein Haus vom Land. Vater, du bist würdig, du bist unser Gott. Und wir bauen ein Haus vom Land. Du sollst mit uns wohnen, für immer an dem Ort. Das ist ein Haus, wo du willkommen bist. Wir sehnen uns nach deiner Herrlichkeit. Das ist ein Ort, wo du willkommen bist. Gieß die ganze Fülle auf uns und wir bauen ein Haus vom Land. Vater, du bist würdig, du bist unser Gott. Und wir bauen ein Haus vom Land. Du sollst mit uns wohnen, für immer an dem Ort. Und wir bauen ein Haus vom Land. Vater, du bist würdig, du bist unser Gott. Und wir bauen ein Haus vom Land. Du sollst mit uns wohnen, für immer an dem Ort. Und wir bauen ein Haus vom Land. Vater, du bist würdig, du bist unser Gott. Und wir bauen ein Haus vom Land. Du sollst mit uns wohnen, für immer an dem Ort. Ich zeig dir mein ganzes Herz. Herzlich willkommen zum Livestream der Vineyard Bern. Wir haben einiges zu feiern. Ich habe hier gerade etwa 30 Sekunden, bevor es begonnen hat, so eine Flasche mir geschnappt, da im Jugendraum. Wir sind in den neuen Räumlichkeiten unten. -1, ich muss mich noch irgendwie zurechtfinden, da am Käfiggässeln. Letztendlich habe ich mich mit Fabu, das ist der Kameramann, das ist derjenige, den ihr nie sehen werdet im Normalfall, verlaufen. Er sagt irgendwie, da müsste man hier hin und ich habe gedacht, nein, das stimmt nicht, ich wäre wohl besser ihm gefolgt. Auf alle Fälle sind wir jetzt in den neuen Räumlichkeiten und wir freuen uns. Die Jugend hat da etwas da unten, das könnt ihr jetzt leider nicht sehen. Wir feiern auch etwas anderes. Ich denke, wir haben in unserem Leben viel Gutes zu feiern. Vielleicht hast du einen Job, vielleicht hast du Familie, du hast gesunde Kinder, du hast ein Dach über dem Kopf.
Und immer wenn ich mir vorstelle, womit ich gesegnet bin, dann erfüllt das mein Herz mit richtig viel Dankbarkeit. Und dann gibt es dann eben Dinge, wo ich dann wie merke, da leide ich noch etwas. Und ich hoffe, dass das Leiden bei euch nicht größer ist als die Freude und die Dankbarkeit. Und ich lade euch jetzt zu Beginn dann gleich ein, mit mir zu beten. Und zwar, zuerst möchte ich euch eigentlich noch sagen, was euch erwartet. Das wäre vielleicht von Vorteil, sodass ihr euch einstellen könnt, ob ihr noch einen Cappuccino braucht oder nicht. Genau. Also, wir werden einen Worship mit Tabea haben. Sie hat gesagt, sie sei Worship. Und wir dachten schon, wir müssen dann da die Räumlichkeiten vielleicht etwas ausdehnen, mal sehen, was geschehen wird. Ich freue mich auf alle Fälle darauf. Und es passt so wunderbar mit dem auch zusammen, was Matthias Bühlmann, genannt Matt, uns erzählen wird. Ich habe keine Ahnung, wie das zusammenspielt, und er sagte, er wisse es. Es geht nämlich um die Bundeslade, es geht um Anbetung und wie das mit dem Wirken Gottes zusammenhängt. Und ich bin richtig gespannt, wie du das uns weitergeben wirst. Aber zuerst als Einstieg möchte ich euch teilhaben lassen noch an einer Geschichte eines Mannes. Bernhard heißt er, und er ist im Moment im Spital länger, als es eigentlich sein sollte. Und das zehrt an ihm, das zehrt an der Familie. Dafür möchte ich beten jetzt dann. Vielleicht habt ihr etwas anderes in eurem Umfeld, wofür ihr beten möchtet. Oder kürzlich, letzte Woche war ein Game Changer Weekend der Jugend- und Teens Tribe, und da hatten wir so einen Vorfall. Ein Ehepaar musste abreisen, weil ein enger Verwandter gestorben ist, und dann irgendwann in der Woche später kam raus, dass man da einen Corona-Fall hatte, und dann ist jetzt so die Befürchtung, dass die Leute, die so toll zusammengefunden haben, jetzt nicht mehr kommen, sondern denken, das könnte gefährlich sein, so diese Ansteckungsmöglichkeit, die vielleicht irgendwo entstehen kann. Und da möchte ich einfach dafür beten, dass wir uns von dem befreien können, dass wir nicht uns von den äußeren Dingen so beeinflussen lassen, sondern unseren Blick auf ihn richten, seinen Frieden erbeten. Und ich lade euch ein, das auch zu tun, da wo ihr jetzt seid. Herr Jesus, ich danke dir einfach, dass du deinen Frieden uns schenkst, dass der Blick auf dich uns verändert, dass der Blick auf das, was du mit uns vorhast, auf das, was du uns gibst, aber auch auf das, was du einfach bist, weil du derjenige bist, der mit einem Blick, mit einem Wort, mit einer Berührung alles verändern kann. Und das erbeten wir dich, dass du einfach Bernhard Frieden schenkst, dass du seine Familie Frieden schenkst, dass du ihnen Geduld schenkst, einfach Ruhe, dass alles gut kommt, dass du über ihnen wachst, dass sie das spüren dürfen. Nicht einfach nur hören und mit dem Verstand vielleicht wissen, weil es in der Bibel steht, sondern dass sie deine Nähe, deinen Frieden übernatürlich erfahren. Ich bitte dich, dass du sie in diesem Moment einfach berührst. Dass du auch mit den Teens bist, dass du ihnen diesen Zusammenhalt, den sie erlebt haben an diesem Wochenende, dass sie den einfach behalten, dass sie sich nicht ins Boxhorn jagen lassen von Umständen, sondern aneinander festhalten und miteinander weiterhin unterwegs sind. Ich danke dir, dass du das Team um sie herum segnest, sie Ideen haben, wie man da einfach gut durch diese Zeit hindurch navigieren kann. Und jetzt wollen wir einfach dich feiern. Ich freue mich darauf, dir zu begegnen, mit dir diese Zeit zu verbringen, dich anzubeten. Schöpfer von Himmel und Erde, Anfang und Ende von allem, du hast dein Leben nie und alles blüht neu auf. Das ganze Universum erfüllst du. Sterne an ihren Platz gestellt und doch bist du mir nahe, wie es nur
so groß, so wunderbar, verlässlich, unendlich wahr. Heilig bist du allein, heilig bist du. Und ich erhebe dich, mein Herr und Gott. Alles in mir singt und lobt dir allein. Gehört auch ihr. Ich erhebe dich, mein Herr und Gott. Alles in mir singt und lobt Halleluja, 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 Halleluja. Wenn die Geschichte von der Welt zum Ende kommt, wenn alles auf Erde verstummt, sing ich in Ewigkeit, bete ich für immer an. Ja, das wollen wir heute Morgen tun, dich anbeten, weil du bist würdig. Wir wollen uns auf dich ausrichten, weil du bist würdig und du bist mit uns und du meinst es gut mit uns. I love you, Lord, for your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest nights, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I've lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your
will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Du bist gut, du bist gut, du bist gut. Für immer bist du gut. Oh, wir beten dich an, Vater. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Vater, ich komme zu dir, leg mein Herz in deine Hand. Sprich du nur ein Wort zu mir oder schreib es in den Sand. Ich will deine Stimme hören, deine Gegenwart erfahren. Ich will mehr von dir leben und deine Liebe in mir tragen. Will mein Leben nach dir richten und dir folgen, wohin du
will dir folgen, wohin du auch gehst. Das wollen wir wirklich. Vielen Dank für die schöne Anbetungszeit. In gewisser Weise möchte ich gleich weiter anbeten und vielleicht werdet ihr nach meiner Predigt euch genauso fühlen, wie ich mich jetzt vor meiner Predigt. Ich möchte darüber sprechen, was hat die Bundeslade, Anbetung und das Wirken Gottes miteinander zu tun. Wir werden Teil des Wirken Gottes in jedem Herz, in jedem Haus, in Bern und darüber hinaus. Das ist unser Mission Statement, dafür wollen wir gehen und wir wollen wirklich Teil des Wirkens Gottes werden. Und wir werden uns in den nächsten Wochen und Monaten sicher noch intensiver damit auseinandersetzen. Und ich möchte heute gleich mit einer Frage einsteigen. Wieso beten wir Gott eigentlich an? Versuchen wir einfach mit moderner Musik und talentierten Sängerinnen die Aufmerksamkeit der Leute anzuziehen, damit sie dann in unsere Gottesdienste kommen, unsere Predigten hören und vielleicht etwas hängen bleibt? Ist es also gewissermaßen ein frommer Marketingtrick? Ja, wenn du schon länger dabei bist bei uns, dann weißt du, dass es das sicher nicht ist. Du magst vielleicht denken, Anbetung ist doch der Ort, um Gott zu begegnen. Hier erfahren, ja spüren wir seine Gegenwart. Und das stimmt sicher. Ist also musikalische Anbetung quasi ein Mittel, um dem Erfahrungsdrang des postevangelikalen Menschen Rechnung zu tragen? Oder hängt da mehr dran? Und was hat Anbetung mit dem Wirken Gottes zu tun? Und nicht zuletzt, wie hängt das alles mit der Bundeslade zusammen? Ich möchte heute mit euch einige Texte aus dem Alten Testament anschauen, nämlich im ersten Buch Chronik Kapitel 15 und im zweiten Buch Chronik dann Kapitel 5. Ihr dürft es gerne schon aufschlagen. Bevor wir dorthin kommen, werde ich aber ein bisschen Kontext geben und die ganzen Texte in einen Erzählstrang mit einbinden. Wir lesen im Buch Exodus davon, dass Gott die Israeliten aus der Gefangenschaft befreit hat. Sie haben geschrien um Hilfe von Gott und Gott eilt ihnen zu Hilfe. Er befreit sie quasi durch Mose aus der Gefangenschaft. Sie ziehen dann in die Wüste. Gott gibt ihnen am Berg Sinai die 10 Gebote. Er lebt in ihrer Mitte durch eine Wolkensäule bei Tag, eine Feuersäule bei Nacht und führt sie quasi persönlich durch seine Gegenwart in dieser Zeit. Gott gibt ihnen dort auch Anweisungen zum Bau der Bundeslade, zum Bau des Zeltes der Begegnung. Die Bundeslade wird dann sehr wichtig, weil sie wie zum Symbol für diese Gegenwart von Gott wird. Dort drin sind eben die 10 Gebote, werden aufbewahrt und sie ist wie das Symbol. Von dort aus spricht Gott zu Mose und gibt Führung für das Volk. Und so kann man sagen, dass im Zelt der Begegnung und im Spezifischen auf der Bundeslade quasi wie Himmel und Erde zusammenkommen und Gott mit seiner Gegenwart die Mitte bildet, um sein Volk zu führen, um quasi heilend für sein Volk zu wirken. Und es ist interessant, die Feuersäule und die Wolkensäule, die verschwinden irgendwann aus der Erzählung. Die Bundeslade bleibt aber und sie wird dann zu einem wichtigen Mittel quasi, um Gottes Wirken voranzutreiben. Wir sehen zum Beispiel, dass die Bundeslade vorausgeht über den Jordan und sie trockenen Fußes durch den Jordan gehen können, als die Bundeslade vorausgeht und im Flussbett quasi stehen bleibt, sodass sie dort durchgehen können. Dasselbe bei der Einnahme von Jericho. Die Bundeslade zieht voran und ist wie ein Symbol der Gegenwart Gottes, das das Volk führt. Und wir spulen jetzt ein bisschen vorwärts. Das Volk Israel kam ins Land Kanaan und sie wurden dort immer wieder in Kriege verstrickt. Jetzt, wir sind in einer Zeit, in der unterschiedliche Richter, unterschiedliche Propheten das Volk führen. Und bei einer Gelegenheit, die Erzählung geht dorthin, dass die Israeliten eben selber
in den Krieg gezogen sind, nicht mehr die Gegenwart Gottes in den Mittelpunkt gestellt haben. Und als sie verloren haben einmal gegen die Philister, denken sie wieder zurück an die Bundeslade und sagen, lasst uns diese holen, die soll uns voranziehen und so werden wir dann den Krieg gewinnen. Sie wollen also gewissermaßen die Gegenwart Gottes instrumentalisieren für ihr Ziel. Ja, die Geschichte geht so, dass sie tatsächlich die Bundeslade holen und bei den Philistern bricht auch wirklich Angst aus, aber sie verlieren nicht nur den Krieg, nicht nur diese Schlacht, sondern auch die Bundeslade. Es wird dann erklärt, dass die Israeliten eben nicht mehr Gott gefolgt sind, sondern den Göttern aus dem Land Kanaan und dass sie traurig waren darüber, dass Gott sie verlassen hat. Es war dann der Prophet Samuel, der das Volk wieder zur Umkehr bewegt hat. Auf jeden Fall, er wurde älter und es war dann nicht mehr so, dass Gott direkt durch quasi einen Propheten das Volk geführt hat, sondern das Volk selbst wollte einen König. Und so wurde zuerst Saul und dann David zum König und gewissermaßen als Stellvertreter Gottes auf der Welt. Vorhin wird Gott selbst immer wieder als König, als ihr Herr und Anführer bezeichnet. Sie wollen aber einen König, den sie berühren, den sie anfassen können, wie die anderen Völker in ihrem Umfeld. Und jetzt ist interessant, dass David als Mann nach Gottes Herz bezeichnet wird. Und ihm war bewusst, dass sein Königreich nur Bestand haben wird, wenn Gottes Gegenwart im Mittelpunkt steht. Und hier kommt die Bundeslade wieder ins Spiel, weil er erinnert sich daran, dass diese Bundeslade doch da noch existiert und er will die Bundeslade, das Symbol der Gegenwart Gottes, wieder in die Hauptstadt holen. Nun, vielleicht kennst du die Geschichte, beim ersten Versuch ging etwas schief. Sie holen einer der Leviten, der stützte die Bundeslade, als der Wagen drohte umzufallen und er starb. Völlig unverständlich. David war empört über Gott und er ließ dann die Bundeslade, wo sie ist, weil er dachte, wie soll diese Gegenwart überhaupt zu uns kommen? Das ist zu gefährlich. Er sah dann aber, dass Segen und Gunst auf dem Ort lag, wo die Bundeslade aufbewahrt wurde und machte nochmal die Entscheidung, die Bundeslade, das Symbol der Gegenwart Gottes, in die Stadt zu holen. Und deswegen beorderte er die Leviten, dass sie sich reinigen, dass sie sich heiligen sollten und dass sie sich bereit machen sollten für die Bundeslade, damit die kommt. Und hier steigen wir jetzt in den Text ein. Und ich finde interessant, was hier geschieht. Er beordert nämlich das ganze Volk dorthin. Es wird geopfert und nicht nur geopfert, sondern wir lesen jetzt hier nämlich aus 1. Chronik 15 und einige Verse, die ich ein bisschen zusammenstelle hier. 1. Chronik 15, Verse 16 und folgende. David befahl den Oberhäuptern der Leviten aus ihrem Stamm Sänger auszusuchen, die voller Freude singen und auf Zithern, Harfen und Zimbeln spielen sollten. Die Leviten übertrugen Hemam, dem Sohn Joels, Asaf, dem Sohn Berechias und Ethan, dem Sohn Kuschaias, aus der Sippe Meraris die Leitung. Wir gehen weiter zu Verse 22. Kenaja, der Oberste der Leviten, wurde wegen seiner Begabung zum Vorsänger bestimmt. Berechia und Elkana bewachten die Lade. Die Priester Shebania, Josaphat, Nethanael, Amasai, Secharia, Benaja und Eliezer bliesen die Trompeten, während sie vor der Lade Gottes hergingen. Obed-Edom und Jejaja waren ebenfalls Wächter der Lade. Also gewissermaßen bestellt hier David die erste Anbetungsband inklusive Vorsänger und nennt die alle beim Namen. Jetzt, wir wissen, für verschiedenste Dienste wurden nicht immer alle beim Namen genannt. Hier werden die Leviten, die Sänger, die Anbeter gerade beim Namen genannt. Und die sollen der Bundeslade vorausgehen, diesem Symbol der Gegenwart Gottes. Sie sollen der Bundeslade vorausgehen, als sie zurück nach Jerusalem kommt.
Jetzt versucht dir mal das vorzustellen. Das ganze Volk Israel wird an diesen Ort gerufen, nach Kirjat Jearim. Und da ist eine Riesengruppe von Anbetern und die opfern und ziehen dann los Richtung Jerusalem. Ein Riesenfest. Da wäre die Basler Fasnacht ein Nasenwasser dagegen an alle Basler Freunde. Und eben außer den Lobgesängen wurde auch geopfert. Und so setzte sich dieser ganze Umzug in Bewegung. Und so lesen wir nochmal in 1. Chronik 15, jetzt die Verse 28. So brachten alle Israeliten die Bundeslade des Herrn unter großem Jubel nach Jerusalem, begleitet vom Schall der Posaunen, Trompeten, unter dem Klang von Zimbeln, Harfen und Zithern. Und es war auch bei dieser Gelegenheit, wo David getanzt hat und seine Frau Michal ihn verachtet hat. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Als die Lade in Jerusalem ankommt, nach diesem ganzen Umzug mit Gesang, Freude, einem tanzenden David, opfern sie nochmals Gott. Und David entscheidet sich dann, dass er diese Anbetungsband quasi institutionalisiert. Wir lesen nämlich weiter im 1. Chronik jetzt 16, Verse 4. David wählte einige Leviten aus, die vor der Lade des Herrn dienen sollten, indem sie den Herrn, den Gott Israels, rühmen, preisen und loben. Ihr Leiter war Asaf und sein Stellvertreter Secharia. Ihnen zur Seite standen Jasaniel, Shemiramot, Jeheliel, Matithia, Eliab, Benaja, Obed-Edom und Jehiel. Sie spielten auf der Harfe und Zithern und Asaf ließ die Zimbeln erklingen. Also wir sehen hier, dass David die Anbetung institutionalisiert hat. Und damit meine ich jetzt nicht, dass sie irgendwie langsam und träge wurde, sondern er hat sichergestellt, dass fortwährend Gott angebetet wird. Also wir haben hier ein Zeugnis davon, dass in frühester Zeit im Königreich Salomo, also David und Salomo später, die Anbetung ein wesentliches Merkmal war der Verehrung Gottes und des Verständnisses der Gegenwart Gottes. Und wir wissen auch, dass die Zeit Davids und vor allem auch die Zeit Salomos später erinnert wurde als der Ort, als die Zeit, die als besondere Zeit des Wirkens Gottes gegolten hat. Wenn wir in den Propheten lesen, dann wird immer wieder erinnernd zurückgeschaut, dass das die Hochzeit war und dass vielleicht irgendwann mal dann wieder ein König kommen werde, der wie David war, der eben die Gegenwart Gottes in den Mittelpunkt gestellt hat. Und interessant, man weiß ja dann manchmal nicht so richtig, war das dann so oder war das nicht so. Wir haben aber einen Hinweis darauf, dass dem tatsächlich so gewesen sein ist oder könnte. Nämlich die Psalmen, neben David. Wer hat die meisten Psalmen geschrieben? Asaf, der Anbetungsleiter dieser ersten Band, wird beschrieben als ein Psalter. In den frühesten Zeugnissen gilt er als Autor von vielen Psalmen. Und so bildeten einerseits die Opfer, die erbracht wurden, andererseits die Anbetung, bildeten wie die Begleitung für den Einzug der Gegenwart Gottes, den Einzug der Bundeslade als Symbol der Gegenwart und damit der Gegenwart Gottes, zuerst im Zelt, das David vorbereitet hatte, aber später dann auch im Tempel. Wir sehen das nämlich im 2. Buch Chronik, dass Salomo, als dann der Tempel gebaut wurde, wieder das ganze Volk versammelt hat, wieder geopfert hat und wieder die Anbetungsband bestellt hat gewissermaßen. Und so lesen wir in 2. Chronik 5, die Verse 12 bis 14. Alle Leviten, die als Sänger Dienst taten, Asaf, Hemam, Jedutun und ihre Söhne und Brüder, trugen feine Leingewänder. Sie standen östlich des Altars und spielten auf Zimbeln, Harfen und Zithert, begleitet von 120 Priestern, die Trompete bliesen. Die Trompeter und Sänger lobten den Herrn und dankten ihm, und ihr Gesang klang wie aus einem Mund. Begleitet von Trompeten, Zimbeln und anderen Instrumenten erhoben sie ihre Stimme und priesen den Herrn. Seine Güte ist groß, seine Gnade bleibt ewig bestehen. In diesem Augenblick erfüllte eine Wolke das Haus des Herrn. Die Priester konnten deswegen ihren Dienst nicht fortsetzen, denn die Herrlichkeit des Herrn
war im Hause Gottes gegenwärtig. Dass die Herrlichkeit gekommen ist, war eine Folge der Anbetung. Es war eine Folge des Singens, der singenden Lobpreisung von Gott in dem Sinne. Und so kam die Wolke und die war so stark, dass eben die Priester ihren Dienst nicht mehr tun konnten. Und so kam quasi durch die Anbetung beim Einzug der Bundeslade in den Tempel, diesem Symbol der Gegenwart Gottes, kam die Gegenwart Gottes und einmal mehr berührten sich Himmel und Erde. Sie kamen zusammen. Und wie ich erwähnt habe, wurde dann die Zeit in der Folge als Heilszeit beschrieben. Unter König Salomo gab es kaum Kriege. Die Weisen aus allen Ländern kamen zu Salomo, um von seiner Weisheit zu lernen und zu bestaunen, die Gunst, die er genoss durch Gottes Gegenwart auf ihm. Jetzt magst du denken, ja, alles spannend und gut. Wie hängt das jetzt mit unserer Ausrichtung zusammen? Wie hängt das damit zusammen, dass wir Teil des Wirkens Gottes werden wollen, in jedem Herz, in jedem Haus in Bern und darüber hinaus? Wie ich gesagt habe, waren Opfer und Anbetung die Begleiter der Bundeslade, dem Symbol der Gegenwart Gottes. Und diese Gegenwart Gottes war der Schlüssel des Wirkens im Königreich von David und Salomo. Er war der Mittelpunkt, weil David auf ihn vertraut hat und Salomo zumindest anfangs, kam es zu einer Heilszeit, zu einer Zeit, die erinnert wurde als die Zeit des Wirkens Gottes. Und wir haben gehört, dass sowohl David wie auch Salomo zuerst opferten und Gott eben angebetet haben und durch die Anbetung seine Gegenwart gekommen ist. Nun, als Menschen des neuen Bundes, des Neuen Testaments, glauben wir, dass Jesus Christus für uns das eine Opfer vollbracht hat. Also wir sind überzeugt, dass es Opfer in diesem Sinn, wie es hier beschrieben ist, nicht mehr braucht, weil er das perfekte Opfer war, sich hingegeben hat und das ein für alle Mal gilt. Während wir also nicht mehr zu Opfern brauchen, aus tiefster Überzeugung, aus Bezeugung, dass Jesus Christus unser Herr ist und er einen neuen Bund gestiftet hat, deswegen müssen wir nicht mehr opfern. Aber die Anbetung ist wesentlich immer noch bezeugt. Wir lesen, dass auch die frühen Christen Gott immer noch angebetet und gesungen haben. Paulus fordert uns dazu auf. Und mit der Anbetung können wir Gottes Gegenwart einladen und wir bekennen damit, dass er Herr in unserem Leben ist, dass wir ihm folgen wollen, egal wo er hingeht, auf jedem Weg, dass er der Mittelpunkt von unserem Sein ist und seine Gegenwart bei uns wohnen soll. So ist unsere Anbetung ein Schlüssel zu seiner Gegenwart. Und das ist nicht eine moderne Erfindung. Da geht es nicht um Marketingtricks oder es geht auch nicht um Erfahrungsbesessenheit, sondern es geht darum, dass wir uns einreihen in eine Tradition, die bis in die Zeit von David und Salomo zurückreicht. Dort, wo er im Mittelpunkt steht, dort, wo er der Herr und König ist und als der bekannt wird, dort können wir von ihm erfahren, was seine Ziele sind, was sein Blick auf die Welt ist. Dort können wir von ihm ausgerichtet werden, so dass wir eingesetzt werden als Instrumente für seine Ziele und nicht wir versuchen, ihn einzuspannen, zu instrumentalisieren für unsere Ziele. Und ich finde noch spannend, im Neuen Testament oder im Hinblick auf das Neue Testament spricht Jeremia aus, dass Gott uns seine Gebote, seine Worte ins Herz schreiben wird. Und ich finde noch die Analogie spannend, dass in der Bundeslade die 10 Gebote aufbewahrt wurden und die als Symbol der Gegenwart Gottes galt. Und wir lesen im Neuen Bund, dass die Gebote uns ins Herz geschrieben worden sind oder werden. Und so glaube ich, dass wir nicht nur symbolisch Träger der Gegenwart Gottes sind, sondern wir glauben, dass tatsächlich wir heute zu Trägern seiner Gegenwart werden. Und weil wir aus seiner Gegenwart leben, weil er zum Mittelpunkt von unserer Anbetung wird, können wir Anteil haben an seinem Wirken.
Und das gilt auf der einen Seite für mich individuell. Indem ich Gott anbete, wird er der Mittelpunkt meines Lebens, aber auch für uns als lokaler Ausdruck seines Leibes, mit anderen Worten, als Vineyard Bern, die zusammenkommt und zusammen anbetet. Indem wir ihn zusammen anbeten, wird er nicht nur der Mittelpunkt von meinem eigenen Leben, sondern in der gemeinsamen Anbetung erleben wir, wie er unser gemeinsamer Mittelpunkt wird und wir als Gemeinschaft zu einem Werkzeug in seinen Händen werden können. Ich möchte den Gedanken mit einer kurzen Geschichte abschließen. Und zwar vorletzten Mittwoch ging es mir nicht so gut. Ich habe mir eine Auszeit genommen, einen Tag quasi für mich alleine. Ich bin morgens in die Dreifaltigkeitskirche gegangen, um zu meditieren, zu Bibel zu lesen, etwas Tagebuch zu schreiben, auch zu beten natürlich. Bin dann auf den Gurten gegangen, habe Gott angebetet. Ich singe gerne. Ich bin bei meinen Nachbarn bekannt als jemand, der gerne singt. Und ich habe einfach Gott angebetet, brauchte Zeit für mich alleine. Und so gegen Abend, also frühen Abend, 4 Uhr, 5 Uhr, habe ich Gott gesagt, hey, ich bin ready, jetzt Leuten zu begegnen. Wir wollen ja Teil deines Wirkens werden, in jedem Herz, jedem Haus, in Bern und darüber hinaus. Jetzt bin ich bereit. Und ich bin dann auf der Straße einem Mann begegnet, einem afrikanischen Mann. Und ich fühlte mich echt ein bisschen unbeholfen, um ehrlich zu sein, weil es mir eben nicht so ganz gut ging an dem Tag. Bin mit ihm ins Gespräch gekommen, habe gesehen, okay, der sucht jemand für eine Wohnung, hat abgemacht. Wir haben uns dann kurz ausgetauscht. Mir erzählt, dass er Schweizer ist, in Österreich gearbeitet hat und Hilfskoch ist und jetzt eben neu hier eine Wohnung, Anstellung sucht und so. Und es war eine nicht sehr ereignisreiche Begegnung. Wir haben trotzdem die Nummer ausgetauscht. Auf jeden Fall bin ich dann, am Freitag war ich wieder im Büro und habe dann gehört, dass der Hilfskoch für den Apotheker, für unser Café, das in den nächsten Wochen aufgehen wird, eigentlich am übernächsten Wochenende, habe gehört, dass der Hilfskoch kurzfristig abgesprungen ist, den wir eigentlich hatten. Und so erinnerte ich mich an die Begegnung, habe dann dem Geschäftsführer Sascha, habe den Namen genannt, die Telefonnummer gegeben, gesagt, hey, er könnte sich ja melden. Auf jeden Fall hatten die Kontakt am Freitag. Am Montag war dieser Mann war dann da für ein Vorstellungsgespräch. Sascha hat mir dann berichtet, dass der ja viel besser ausgebildet sei und viel bessere Referenzen hätte als den wir vorhin hatten, so quasi. Und dann letzten Freitag haben wir uns wieder gesehen und es scheint so, dass die sich sehr gut verstehen. Und ich bin mir nicht sicher, ob der Vertrag schon abgeschlossen wurde oder nicht, aber auf jeden Fall war das einfach eine Geschichte, die richtig schön war. Und für mich interessant, dieser Mann, der war bei einer Beratung in einer anderen Kirche, in der katholischen Kirche, und er hat dann der Frau erzählt, dass ich ihm geholfen hätte, die Wohnung zu finden dort, also die Verbindung. Ich musste da mit jemandem telefonieren, da auf der Straße. Und dass ich ihm eben sogar einen Job vermittelt habe. Und die Frau konnte das nicht glauben und hat dann mir eine Dankeskarte geschrieben, dass ich mich so für ihn eingesetzt habe. Und ganz ehrlich, es war eine Begegnung, ich hatte dem Tag Gottes Gegenwart gesucht, fühlte mich nicht jetzt besonders geistlich, habe mich aber geöffnet und Gott hat es gebraucht, um einen Mann zu segnen, der hat wieder eine Arbeitsstelle gefunden, wir haben einen Hilfskoch gefunden und es ist wie eine göttliche Begegnung. Und ich glaube, dass genau das, dort wo wir Gott Raum geben, wo wir uns auf ihn einlassen, wo wir nicht ihn versuchen für unsere Ziele zu instrumentalisieren, sondern wo wir uns als Instrumente für seine Ziele benutzen lassen. Dort können wir Teil seines Wirkens werden. Und Vater, ich danke dir einfach, dass wir dich anbeten dürfen, dass wir in deine Gegenwart kommen dürfen und dass wir aus deiner Gegenwart hinaus leben dürfen und erleben dürfen, wie du uns brauchst, wie du uns ausrichtest und wie wir so Teil deiner Geschichte mit den Menschen werden dürfen. Mehr von dir, mehr von deiner Gegenwart in unserem Leben. Amen.
Vielen Dank, Matt. Du hast mich fast ein wenig nicht fast, du hast mich überrascht. Ich schreibe da jeweils mit und dann plötzlich merke ich ich war voll dabei und das aufgeschrieben und das hat mich gepackt und mein Herz bewegt und nachher plötzlich, oh, jetzt muss ich aufpassen, ich muss ja wieder ran ans Mikrofon. Also ich danke dir vielmals und ich glaube, du hast es geschafft, diese Dinge miteinander zu verbinden. Also mein Herz ist ermutigt, ich hoffe, euch geht es auch so. Wir haben ja immer verschiedene Teile unseres Gottesdienstes und einer davon ist die Kollekte, in der wir Geld sammeln, um eben auch Teil des Wirkens Gottes in unserer Stadt sein zu können. Und du darfst Teil davon sein. Es ist eine Möglichkeit mit zum Beispiel Kleidern im Dan oder aber mit praktischer Hilfe oder auch mit Finanzen. Und jetzt wirst du eine Folie sehen, wo wo du mit Twint spenden kannst. Und wenn du heute Abend im Gottesdienst bist, dann ist das natürlich auch anders möglich. Weiter werden wir mit Endlich Leben starten und dazu wirst du gleich einen Clip sehen. Ich bin Sabine Ruocco und ich bin seit 10 Jahren im Endlich Leben Kurs Team von der Vineyard Bern dabei. Der Endlich Leben Kurs ist ein 12-Schritte-Programm. Wir arbeiten in Kleingruppen, lesen in einem Buch und der Kurs geht 8 Monate. Das Ziel des Endlich Leben Kurs ist, dass du Hoffnung, Entfaltung und Gelassenheit erleben darfst. Wenn du eine Herausforderung, einen Lebenskonflikt, Ängste, Stress, Abhängigkeiten oder ein hartnäckiges Verhaltensmuster hast in deinem Leben oder du möchtest einfach deine Persönlichkeit schulen und entfalten, dann möchte ich dich ermutigen, komm in Endlich Leben Kurs. Der Kurs ist wirklich für jedermann. Ich persönlich bin begeistert vom Endlich Leben Kurs. Ich habe schon so viele Durchbrüche, Veränderung, Heilung und Befreiung dürfen mit Gott zusammen erleben. Im September findet ein Informationsabend statt und im Oktober nach den Herbstferien ist der neue Kursstart. Mehr Informationen findest du auf der Webseite von der Vineyard Bern. Ich freue mich auf den nächsten Kurs und ich bin gespannt, was Gott alles wird bewegen. Und ich freue mich auf dich. Meine Frau und ich haben den Kurs auch 2-mal besucht und er ist unglaublich empfehlenswert, so wie Sabine gesagt hat. Also, wenn du gerade noch nichts zu tun hast oder aber du merkst, es hat dich irgendwie gekützelt, dann nachher laden wir dich ganz herzlich ein, dabei zu sein. Uns ist es ein Anliegen, dass gerade in dieser herausfordernden Zeit wir nicht alleine unterwegs sind. Und das gelingt uns manchmal etwas besser, manchmal etwas weniger gut. Wenn du merkst, du fühlst dich irgendwie alleine, keine Gruppe trägt dich zurzeit, dann melde dich unbedingt bei diesem inspirierenden Mann, Matt, du kennst ihn von vorhin, er ist ab und zu in einer Kirche und meditiert. Du kannst dich bei ihm melden und zwar über kleingruppen@vineyard-bern.ch. Also bleib nicht alleine, diesen ersten Schritt, wenn du dich alleine fühlst, musst du machen und dann wird Matt sich um dich kümmern, wird versuchen, dich irgendwo mit dir diesen Weg zu gehen, sodass du eben nicht alleine bleiben musst. Zudem gibt es unglaublich vieles, was in der Vineyard im Moment läuft, gerade gleichzeitig. Jetzt findet ein Brunch auf einem Spielplatz statt, hier im Raum Bern. Also Fokus hat einen Brunch im Moment. Wenn du da dabei sein willst, dann darfst du sicher auf Ungs oder Mühles zugehen. Wir haben auch bei den Familien, die sich teilweise treffen und etwas anderes noch. Es gibt ja den 13 Uhr Gottesdienst nicht mehr so, wie es ihn bis anhin gab. Wenn du aber wissen möchtest, wie das weitergeht und eben das dein Zuhause in Anführungszeichen im Raum der Vineyard Bern war, dann bist du herzlich eingeladen am 5. September, das ist der nächste Sonntag, nachmittags um 1 im EGW dabei zu sein.
Es wird ein Austausch stattfinden, es werden Fragen gestellt werden können und wir hoffen, euch einfach mit auf den Weg nehmen zu können, wie das weiter aussehen wird und was möglich und denkbar ist. Falls du das erste Mal jetzt diesen Livestream gesehen hast, dann bist du eingeladen, ein Geschenk abzuholen. Wir hoffen, du hast Gottes Gegenwart erfahren, du wurdest berührt und du darfst dich gerne bei Elian Grebasch melden. Und zwar geht das über office@vineyard-bern.ch. Ich hatte vorhin gesagt, vieles ist im Umbruch, jetzt haben wir das Studio an einem anderen Ort und dann die ganze andere Geschichte in der Welt ist im Fluss. Und wenn du informiert sein willst, dann abonniere doch einfach bei Facebook die Vineyard Bern oder Instagram oder auch auf der Homepage, die übrigens gerade im Umbruch ist. Nati ist da unterwegs, sich zu überlegen, wie man das anders machen könnte und einiges ist bereits umgesetzt. Also schau, dass du zu den Informationen kommst in einer Gruppe oder eben über die verschiedenen Social-Media-Kanäle. Und jetzt möchte ich euch noch segnen, da hören wir nie auf, ohne euch mit einem richtig fetten Segen zu entlassen. Ich habe das Wort aus 5. Mose 32 für euch mitgebracht. Da steht, oder ich sage, der Herr, er segne und schütze euch. Er nehme euch in Obhut. Er hüte euch wie seinen eigenen Augapfel. Wie ein Adler, der seine Brut aufstört zum Flug und über seinen Jungen schwebt, so bereite er seine Flügel aus, nehme euch und trage euch auf seinen Schwingen. Ganz schönen Sonntag. Ciao zusammen. Now is the time to worship. Come. Now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are. One day every tongue confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Just as you are to
just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come, just as you are. Come, just as you are. Oh, come. Just as you Every are. generation. Just as you are. It's time. You can come as you are. Every nation under heaven. Give him your heart. Gnädig ist die Zeit, Frieden Fürst. Güte fließt einfach so aus dir, ewiger Vater. Gnädig ist die Zeit, Frieden Fürst. Güte fließt einfach so aus dir, ewiger Vater. Liebend hast befreit, Sohn von Gott. Güte fließt einfach so zu mir, ewiger Vater. Du kennst jeden Schritt, wo ich gehe. Es ist der Weg, wo ich gehe mit dir.
bringt mich gäng so nah zu dir.